Grüß euch, der Vater, das ist da. Herzlich willkommen bei Essen machen Sinnvolles mit Euler. Wir werden heute einen Oberarzt machen. Ein Oberarzt ist eine Käsespezialität aus Bayern. Ich zeige euch, wie es gemacht wird. Oder wie man es machen kann. Weil da gibt es ungefähr so viele verschiedene Rezepte, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich hinten und vorne anfangen soll. Aber ich meine immer noch, dass meiner sowieso der allerbeste ist. Und so wird er gemacht. Wir brauchen eine Schüssel, eine Gabel, ein Schneidebrett, ein Messer, Weichkäse, 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 Frischkäse mit Kräutern und dann zu den Gewürzen, die ich benutze. Wir haben einmal die Muskatnuss, den Cayennepfeffer, den normalen Pfeffer, Paprika, hauptsächlich für die Farbe, Salz und Zwiebeln. Ist schon alles relativ einfach gemacht und erklärt. Zur Verarbeitung. Nehmt einen weichen Käse, tut es einen Tag vorher schon raus aus dem Kühlschrank. Macht Sinn, lässt sich nämlich leichter verarbeiten. Schritt 1, Käse auspacken. Und dann geht's los. Entfernung des Randes. Den Rand kann man immer nur essen. Jetzt euch Brote mit belegen. Macht eine Käseplatte abends. Jetzt ein paar Trauben dazu. Passt wunderbar. Verschließt den Magen. Ist ganz lecker. Genau. Das machen wir rundum. Ich zerteile mir dann immer. Schneid sie in die Längsscheibe runter. Nehmt das Schwarzmesser, ist gerade beim weichen Käse hilfreich. Auf den Schlüssel. Das machen wir jetzt mit dem ganzen Gas. Wenn man sieht, der ist schon richtig weich. So. Wir haben jetzt da den ganzen Käse eine in Schüssel. Lasst ruhig ein bisschen was vom weißen Rand dran. Es muss nicht komplett aussortiert, gesondert von der Schale sein, ist ja wurscht. Darf ruhig ein bisschen was drüber bleiben, ist gar nicht so schlimm. Dann packen wir unseren Löffel, den wir vorher nicht erwähnt haben. Natürlich haben wir den auch da. Und dann werden wir den ganzen guten Frischkäse, den wir da haben, eine. So.
Dann können wir gleich mal ein bisschen vorwürzen. Wir nehmen als erstes mal Paprika. Paprika macht nämlich ganz viel Farbe mit hinein und wir wollen ja einen einigermaßen farblichen Obersten haben. Dann tun wir einen Schuss Pfeffer drüber. Ein klein wenig, und das meine ich wirklich ernst, Muskatnuss. Reicht schon. Der Geruch von frisch geriebener Muskatnuss ist fast unschlagbar. Dann tun wir einen Cayennepfeffer drauf. Je rasser du es haben möchtest, desto mehr Cayennepfeffer. Relativ einfach erklärt. Und ein bisschen Salz. Ist auch schon alles. Großes Geheimnis kommt jetzt, beziehungsweise die große Aufgabe. Gabel nehmen und alles miteinander zusammenbatzeln. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen schon auf. Zusammenbatzeln, zerdrücken, passt zum Obersten, zum Zerdrückten. Und dann wird einfach gearbeitet. Je länger der Käse schon heraus ist, desto leichter wird es. Also Küchenkäse. Geht übrigens ganz schön auf den Arm. Wir brauchen ein bisschen mehr Paprika für die Farbe. Da braucht es euch nicht zu genieren, viel reinzutun. Paprika ist in dem Fall nicht so geschmacksbeherrschend, als dass ihr euch da Sorgen machen müsstet, dass zum Schluss alles nach Paprika schmeckt. Sollte ihr nicht die scharfe Paprika rausnehmen oder die rosenscharfe, sondern ihr nehmt einfach eine edelsüße. Mein Löffel genommen und da gescheit rumrühren und schaut dann, ob da noch viel Breckerl drin sind. Ein paar Breckerl dürfen gern drin sein. Die stören überhaupt nicht. Aber das schaut gut aus. So, abschmecken. Ich bin der Meinung, es gehört noch ein bisschen Pfeffer rein. Und ich bin der Meinung, es gehört noch Cayennepfeffer rein. Ich bin auch der Meinung, es gehört noch ein bisschen Paprika drauf für die Farbe. Das war der Licht. Und noch ein bisschen Salz. Nicht voll. Dann der wir nochmal herumrühren. So. Ich finde, ich habe den Geschmack sehr gut getroffen. So stelle ich meinen Obersten vor. Jetzt müssen wir bloß eine Zwiebeln klar schneiden, das Ding kalt stellen. Und dann können wir in ein paar Stunden essen. Zum Zwiebelschneiden. Deckel oben runter. Deckel unten runter. Einmal in der Mitte durchgeschnitten. Schale runter. Na, wie muss das Sushi funktionieren? So. So.
Und dann keine Würfel oder sowas, sondern Halbringel, einfach alle schneiden. Da ist überhaupt nichts dabei. Wenn ihr, natürlich fällt das runter, wenn ihr Probleme beim Zwiebelschneiden habt, weil euch die Augen tränen, das Holzbretter nass machen, einen Schluck Wasser im Mund nehmen und schon sind Zwiebeln gar nicht mehr so garstig. Ihr könnt auch einen Schuss Wasser über Zwiebeln drüber laufen lassen. Wäre jetzt bei mir bloß ein bisschen unpraktisch, weil ich dann nicht reden könnte. Aber ist okay. Das Ganze kommt oben auf. Ich persönlich mag Zwiebeln, dementsprechend kommen bei mir viele Zwiebeln auf den Obersten drauf. Seid ihr nicht so der Fan, ihr könnt es auch weglassen. Ihr müsst keine Zwiebeln nicht drauf machen. Ihr müsst auch keinen Pfeffer nicht rein, wenn es keinen Pfeffer nicht mögt. Wie gesagt, es gibt tausende Rezepte. Ich zeige euch nur meine Art, wie ich einen Obersten mache. Und auch die ist nicht alleinig von mir, sondern die ist von meiner Gartennachterin, die mir das Rezept gegeben hat. Der ist einfach, ich finde den einfach super gut. Der ist einfach so, wie er ist er genau richtig. Ihr müsst auch keine roten Zwiebeln nehmen, ihr könnt auch normale Zwiebeln nehmen. Das ist alles euch überlassen. Das ist so, haltet euch grob an ein bayerisches Grundrezept, dann dürft ihr es Obersten nennen. Ja, da ist überhaupt nichts dabei. So. Mir fallen jetzt auf 2 Zwiebeln reicher, weil die doch relativ groß waren. Ihr könnt es euch da nochmal anschauen. Ich tue es jetzt noch ein bisschen auffledern, die Zwiebeln, damit es überall ein bisschen flackern. Und so kommt der jetzt in den Kühlschrank rein. Da lasse ich ihn dann 2-3 Stunden richtig schön ziehen drin und dann gibt es das Abendessen. Dazu ein paar rische Brezen und alles ist wunderbar. So, das war dann kulinarisch bayerisch mit Alter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich hoffe, euch schmeckt es da draußen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, Alter kocht. Oder macht selbst sinnvolles, essbares selber, wie auch immer. Titel steht noch nicht ganz fest. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, werdet gesund und genießt euer Leben, weil es habt was sonst. Pfiat euch, euer der Vater, oder?